Gute Morgen. An der paar Momente iwwerdrome ich Trauerfeier von Rom vom emirierten Propst Benedikt dem 16. Vierdrun will mir ihr Woche eine Biografie weisen, die ich 2008 abgeholt habe, und das mam et Maurice. Den Kardinal Joseph Ratzinger oder Propst Benedikt der 16. genannt, ass den 16. April 1927 op eng Karsamsten zu Machteln am Inn an de Diözes Passau an Deutschland geboren, an ass nach derselwechten Dach gedieft ginn. Se Pap war Kommandant vun enger Gendarmeriestation an ass aus enger aller niederbayerischer Bauernfamilie kom, die aus bescheiden Verhältnisse kommers. Sing Mam war Duerchter vun enger Handwerkerfamilie aus Rimsting am Chiemsee. Virun hirem Bestietnis huet sie an verschiedenen Hotellen als Cashin geschafft. Kantheit an Jugend huet den Joseph Ratzinger zu Traunstein, enge Kleinstadt an der Gegend von der österreichischen Grenz 30 Kilometer von Salzburg ewech gewohnt. An dieser Umgebung, den hin selber als mozartianisch bezeichnet wird, huet den sin christlich, menschlich an kulturell Prägung krit. Joseph Ratzinger huet keine schöne Erfahrungen an seiner Jugendzeit gemacht, weil du war nach Krieg. Eben weil an dieser schwere Situation dat alles gesehen huet, wollten Schönheit an Vorbericht vom Glauben an Christus entdecken. Die hun en Grundlegend Rolle gespielt als enger Heilung an der Familie, die stets zu Kirch gestanden hun. Von 1946 bis 1951 wurden Philosophie an Theologie op der Philosophischer-Theologischer Hochschule von Freising an op der Universität München zu Bayern studiert. Den 29. Juni 1951 goufen zum Pastor geweiht. Ein Jahr mi spät huet den seng Lehrtätigkeit und der Hochschule Freising fortgesetzt. 1953 promoviert ihn an der Theologie mit der Doktorarbeit Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche, nachdem dass den Joseph Ratzinger der Philosophische Theologische Hochschule zu Freising Dogmatik an Fundamentaltheologie gelehrt wird, wird seine Lehrtätigkeit op verschiedenen Universitäten weitergeführt. Und das von 1959 bis 1963 zu Bonn und von 1963 bis 1966 zu Münster. Und auch schlussendlich von 1966 bis 1969 zu Tübingen. Ich versprang mir ein paar Momente an der Biografie von Joseph Ratzinger. Der 25. November 1981 wird den dämonische Propst, den Johannes Paul II., hin zum Präfekten von der Glaubenskongregation und zum Präsidenten von der päpstlichen Bibelkommission an der Internationalen Theologenkommission vorgeschlagen. Der 15. Februar 1982 verzichten auf die pastorale Leitung von dem Erzdiözes München an Freising. An den 5. April 1993 gouf hin vom Propst an den Rang von der Kardinalbischof Europa gehoben. Und du gouf ihm der suburbikanische Sitz von Velletri Segni zugedeelt. Er war Präsident von der Kommission zur der Vorbereitung von dem Katechismus an der katholischen Kirche. Und das war ein 6-jährig Arbeit, also von 1986 bis 1992.
Durno huet hin dem Propst den neuen Katechismus firgelert. Und der 1200 Jorefeier zu der Errichtung von der Diözese Paderborn an Deutschland, wohin den 3. Januar 1999 als Spezialkorrespondent vom Propst do. Den 13. November 2000 goufen Ehremember von der Päpstlichen Akademie von den Wissenschaften. Den 19. April 2005 gouf am 4. Wahlgang enger ungewöhnliche kurze Dauer vom Konklav von nemmen 26 Stunden den Nachfolger vom Propst Jean-Paul II. Gewählt. So weiter Biografie. Du kannst diese Mann ja nur wenig spassen. Wie sie da sind theologisch wert? Ich habe mich an den letzten 2 Jahren ein bisschen mit Benedikt XVI. Befasst. Auf jeden Fall auch mit 2 Bücher, die da geschrieben hat. Wenn ich auf einer einsamen Insel 2 Bücher mitholen, da ging ich Bibel natürlich mitholen. Und auf der anderen Seite das Buch vom Demolien, Kardinal Ratzinger, was heißt Einführung in das Christentum. Er hat das in den 60er Jahren geschrieben. Das ist ein Buch, wo eigentlich die Christen alle für sich mehr Profil zu gehen. Er klot eigentlich, dass Christen sich so aufdekliniert hätten. Er sagt, mir so eine schöne Message. Jesus Christus, ein Gott, der Mensch geht. Gott, den dann alles auf dieser Welt mischt. Gott, den ein Gesicht hat. Gott, den lebt das. Gott, den Jesus Christus der Brutalität Karfreitag lebt entgegensetzt. Die Message ist so klar und so wertvoll für die Menschen, wie was deklinieren wir den Ruf? Ihr seht, koste sie wie Hand im Glück. Den hat doch Gold Reck, aber nicht immer geklot, das ist mir zu schwer. Du hast den Gold angetauscht gegen den Pferd gegen den Kuh, du hast Kuh nicht gegangen, du hast den Kuh gegen den Gänse angetauscht, und dann hat Gänse gegen den Stehen, und du stungen da und hat gut nichts mehr. Dann haben wir kein Wasser mehr für den Stehen zu wässern, für nach seine Message Profil zu gehen. So sind noch die Christen, seht den Kardinal Ratzinger oder den heutigen Papst Benedikt XVI. An dem Sinn schreibt er dann noch sein Jesusbuch. Ihr seht, Jesus Christus als alles. Jesus Christus gibt als Gelegenheit für Gott zu erkennen. Wir können Gott gar nicht erkennen. Ich kann auch kein Virus entdecken an meinem Computer. Ich kann kein Haus bauen. Ich kann kein Auto flecken. Wie soll ich da Gott erkennen? Gott einen Absoluten, den er so weit weg. Jesus Christus, ihr seht, als wie Gott ist. Wenn das wie ein Fenster ob Gott so. Wenn ich durch Jesus Christus gucke, sehe ich Gott. Und da gibt Gott keine Naturgewalt mehr, das ist nicht mehr ein Urknall, das ist nicht mehr eine Geometrie am Weltall oder eine anonyme Geometrie. Mit Gott gezwungen du. Ein personaler Gott, Gott gezwungen Pap, Gott gezwungen Hirt, der Leidenschaften hat, den sich Menschen bemüht, den Menschen sicher geht, der keine Ruhe hat, bis den Menschen gefunden hat. Der Gott, das ist dann ein Du, mit dem ich schwätzen kann, zu dem ich beten kann. Von dem Jesusbild bin ich fasziniert, denn Kardinal Ratzinger resümierte dann dem Satz, aus dem fernen Gott wird dein Naher, aus dem ewigen ein zeitlicher Gott wird ein unsriger. Gott wird ein Du, mit dem ich sprechen und zu dem ich beten kann. Soweit das Biografie, wie gesagt, von 2008 als die abgezeichnet ging. Login wir aber direkt rüber auf Rom für die Trauerfeier vom emirierten Papst Benedikt XVI. Am Live-Kommentator op Lützeburg als den Dompropst am Bischofsvikar für die Medien, den George Hellinghausen. Ich begrüße dich ganz herzlich, liebe Telespektateuren, hier aus dem Studio vom DOC zu Bachtring, wo wir zusammen werden Begräbnisfeierlichkeiten vom emeritierten Papst Benedikt XVI. Mit den verfolgen. Den Benedikt XVI. Ist mit 95 Jahren verstorben, den letzten Samstag auf Silvester, morgens um 9:34 Uhr. Hier war du noch abgebaut während einem Tag aus einer Privatkapelle am Kloster Mater Ecclesiae, wo die letzten 10 Jahre an der Pension verbracht wird.
Donno waren 3 Deeg opgeboren aus St. Peter, wo ca. 200.000 Leid bei ihm defiléiert sinn, fir ihm perélech Ädi ze soen. An Hautmoren ass dann no dat offiziell Begriffnis vun dem Benedikt dem 16., dem 265. Popst respektiv 264. Nofolger vum Helien Petrus als Bischof vun Rom. D'Feier gëtt geleet vum amtéierenden Popst François, den allerdings, well en wéit been huet, verschiedene Sachen delegéiert huet und den Kardinal Decan, den Kardinal Giovanni Battista Re, den also gewissermaßen der liturgischer Feierwert vierstohlen. Petersplatz als gefüllt mat die 60.000 Leid, viel offiziell oder auch Männer offizieller Privatdelegationen aus verschiedenen Ländern, auch von verschiedenen Kirchen von der ganzen Welt, an aber auch selbstverständlich einfach Leute, die privat durchgekommen sind, in folkloristischen Detail auch zum Beispiel Gebirgsschützen aus Bayern und Druck gehalten, selber auch bei dem Begriffnis dabei zu sein, weil den Benedikt war ja bis zum Schluss ein ganz verwendeten Patriot von Bayern und nur doch immer nicht Druck gehalten, dass sie sollten Kontakt mit ihm aufrechterhalten. Gerade als Präzision von den Zelebranten rangezogen, am mir gesehen am Bild, den Sarch vom Benedikt dem 16. ganz einfachen Holzsarch, aber auch mit Zenkbannen dran. Sie haben auch dabei gelöscht, praktisch als historische Reminiszenzen, ein paar Medaillen, ein paar auch die Pallium, den ihn immer gedrohen wird, ein paar Geldstecker, auch eine Ampulle mit einem Text über sein Pontifikat und noch verschiedene andere Sachen. Präzision von den Konzelebranten bewegt sich noch so auf den Altar. Wir hören den Requiem, die gesungen wird, die uns auch best bekannt ist, dass am Fundol ein ganz einfach Requiemsmass, die vorgesehen ist, ein Begräbnismass oder wie mir zu Lützeburg nach so ein Leichendienst mit verschiedenen Texterlesungen, aber besonders dann zum Schluss die Verabschiedung, die Absud, wie wir das noch nennen, die den Papst Franziskus selber wird vierholen. An diesen Tagen goufen nicht viel Gedenkgottesdienste, die weltweit gehalten goufen oder nach Werte gehalten gehen. Ich erinnere just an 2, den Eva für uns 2 Tage Dünst des Ofes zu München am Dom zu unserer lieben Frau, wo Bayern sich offiziell verabschiedet hat von dem bayerischen Papst, die Druck gehalten für ihn als solchen zu bezeichnen. Und die zweite Massas Day, die wird zu Lützeburg sein, den 15. Januar, haut an 10 Tage Sonntags, morgens an der Kathedrale, 10:30 Uhr, um 10:30 gehalten, selbstverständlich von unserem Erzbischof, dem Kardinal Jean-Claude Holrich, der seinerseits auch zu Romelo natürlich dabei ist und konzelebriert bei dieser Begräbnismass vom Papst Benedikt. Liturgisch Feier was wie da gesieht rot als Trauerfeier von der Päpst, also nicht wie mir es gewinnt sind bei Eis violett oder schwarz wie zu Rom als immer rot. Der Kardinal reinzensiert den Altar, inzensieren heischt, so wie der Weihrauch an Lot klemmt, so soll noch Eisgebirder an Lot klammen, aber beim Herrgott kommen. Petersplatz als voll Leid, es sind unzählig Kardinäle da, 400 Bischöfen, die konzelebrieren, 4000 Priester, es sind 1000 Journalisten akkreditiert für die Feier zu kommentieren am Text und am Bild. Und die Feier wird ja weltweit überdrohen. Der Papst Franziskus lädt an mit dem Kreuzzeichen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Der Frieden sei mit euch, und noch mit euch. Brüder und Schwestern, ehe wir Gott noch begegnen an den heiligen Mysterien, los wir in Verzeihung vor, wir sind als Schuld.
Ich bekenne eiser Herrgott, den Allmucht tut, an ihr ich Brüder a Schwestern, ich ho gesündigt durch vieles, wat ich gedurcht a gesot, gemach am innerlos hun. Das Meng Schuld, das Meng groß Schuld. Du verbierden dich tellig Gottes Mam, all Engeln an hellig, an noch ihr Brüder a Schwestern, für mich zu bierden bei Gott eisem Herr. Allmächtigen Herrgott soll erbarmen mat dein Sohn, als all als Schuld nur losen, als ein ewig Liebe schenken. Amen. Wir hören lo de Kyrie aus der Dodemas, den ursprüngliche Kyrie, den wir auch bestens zu Lützeburg kennen, die vielfach bei den Dodemassen gesungen wird. Hier von der Capella Sistina, der Choral von St. Peter IV gesungen und da von der Leid wiederholen. Et kann e vielleicht de pur wieder so zu den Delegationen, die hier präsent sind, die Vertreter aus Politik und Gesellschaft, wobei es mal mehr offiziell Delegationen gibt, wie die aus Italien oder aus Deutschland oder andere mehr halboffizielle oder private. Neben dem Korps Diplomatik selbstverständlich beim Heiligen Stuhl, die noch ganz präsent ist. Ich erwähne den italienischen Präsident Mattarella und noch die Regierungschefin Meloni, den deutschen Bundespräsident Steinmeier, der Bundeskanzler Olaf Scholz, selbstverständlich den Ministerpräsident von Bayern, Markus Söder, auch dann das bisschen herausragend, der belgische König Philipp und Königin Mathilde, Königin Sophia, Mam vom spanischen König, dann der polnische Präsident von Portugal, von Ungarn und von Slowenien. Frankreich ist vertreten durch den Innenminister Gérald Darmanin. Lützeburg ist vertreten durch seinen Ambassadeur près le Saint-Siège, den Herrn Jean-Claude Courner. An kirchlich gesehen selbstverständlich durch unseren Kardinal, den Erzbischof Jean-Claude Hollerich. Es sind noch viele kirchliche Vertreter auch von anderen Kirchen und Religionen präsent, notamment Delegationen vom Patriarchat von Antiochien, dem Patriarchat von Moskau und auch dem Patriarchat von Konstantinopel. Ich kann in einer Wort sagen, zum Begräbnisritus selber, das wie gesagt eigentlich ein ganz normal Begräbnismaß mit der Verabschiedung, dem Begräbnisritus zum Schluss. Es geht so wie bei einem amtierenden Propst, der gestorben wird. Wir wissen ja, dass der Ratzinger Propst emeritiert war. Dafür sind pure Adaptierungen vorgeholt. Zum Beispiel fehlt dann zum Schluss zu Blick der Teestadt speziell Gebiet von der Kirche von Rom oder auch von den orientalischen Kirchen. Lothares Gebiet vom Papst François. Herrgott, dein Dinger Benedikt, hast du viel gesehen a Beruf, für die Kirche zu feiern. Los jen lo deelholen und der ewiger Herrlichkeit von dem Jung, dem Hirn als Vertreter auf der Erde gedenkt tut. Durch Jesus Christus, der Jungeisen Herr, der mit dir lieft, der regiert an der Einheit vom Heiligen Geist, lo an all Ewigkeit. Amen. Wir hören lo die erste Lesung aus dem Prophet Jesaja, Kapitel 29, auf Spanisch.
Lectura del libro de Isaías. Esto dice el Señor. Gott spricht. Ist denn der Ton so viel wie der Töpfer? Sagt denn das Werk von dem, der es herstellt, er hat mich nicht gemacht? Oder sagt der Topf von dem Töpfer, er versteht nichts? Nur noch kurze Zeit, dann verwandelt sich der Libanon in einen Garten und der Garten wird zu einem Wald. An jenem Tag hören alle, die taub sind, sogar Worte, die nur geschrieben sind. Und die Augen der Blinden sehen, selbst im Dunkeln und Finstern. Die Erniedrigten freuen sich wieder über den Herrn. Und die Armen jubeln über den Heiligen Israels. Y los pobres se llenarán de júbilo en el Santo de Israel. Als Endwort-Psalm hören wir den Psalm 22, Gott als der guten Hirt. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Ob fruchtbare Wiesen lässt hier mich ausruhen. Und er führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen. Er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht? Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Adversus eos qui tribulant me. Du salbst mein Haupt mit Öl. Du füllst mir reichlich den Becher. Lauter Güte und Huld werden mir folgen mein Leben lang. Omnibus diebus vitae me. Und im Hause des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit.
Wir kommen lo bei die Zweitlesung aus dem 1. Petrusbrief Kapitel 1 op Englisch 4 gedrohen, mat als Thema Gott hue deis Rëmgebur zu lewischer Hoffnung durch d'Oberstehung von Jesus Christus. Sicher und Uklang und die Enzyklika Spe Salvi iwwer christlich Hoffnung vom Papst Benedikt. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns in seinem großen Erbarmen neu geboren, damit wir durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten eine lebendige Hoffnung haben und das unzerstörbare, makellose und unvergängliche Erbe empfangen, das im Himmel für euch aufbewahrt ist. Gottes Macht behütet euch durch den Glauben, damit ihr das Heil erlangt, das am Ende der Zeit offenbart werden soll. Deshalb seid ihr voll Freude, obwohl ihr jetzt vielleicht kurze Zeit unter mancherlei Prüfungen leiden müsst. Dadurch soll sich euer Glaube bewähren. Und es wird sich zeigen, dass er wertvoller ist als Gold, das im Feuer geprüft wurde und doch vergänglich ist. So wird eurem Glauben Lob, Herrlichkeit und Ehre zuteil bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn habt ihr nicht gesehen und dennoch liebt ihr ihn. Ihr seht ihn auch jetzt nicht, aber ihr glaubt an ihn und jubelt in unsagbarer, von himmlischer Herrlichkeit verklärter Freude, da ihr das Ziel des Glaubens erreichen werdet, euer Heil. Because you believe, and you are sure of the end to which your faith looks forward. That is the salvation of your souls. An als Akklamation für Evangelium gëtt lo den Alleluja gesungen. Et ass een Diakon, det Evangelium werd firdroen op Italienisch, an uschlesend werd an de Popst François seg Homilie seg Predigtalen iwwer d'Wirk, Liewend, Bedeutung an Person vum Popst Benedikt. Ec est voluntas Patris mei. Dëst ass de Wëllen vum mengem Pap, dat schiedereen, déi sei jong gesäit an nun hier geleeft, dat ewig Liewen werd kreien.
Zum Begräbnis selber kann ich noch vielleicht sagen, dass den ausdrückliche Wunsch gewircht vom Papst Benedikt, dass es sollt einfach sein, schlicht und einfach. Natürlich kriegt durch die ganz Umstände hier auf der Petersplatz aber ganz feierlichen Charakter. Gouf jo immer gesagt, dass absolut einzigartig, dass der Papst für seinem Nachfolger begraben wird, das einerseits ganz richtig, andererseits aber auch nicht 100% richtig. Immerhin auch den Jean-Paul II. Für seinem Nachfolger, nämlich damals dem Kardinal Ratzinger, begraben ging, aber wenn nicht Papst damals mehr recht zuständige Kardinal Diakon. Und dann aber den absoluten Präzedenzfall aus der Geschichte, aus den Heiten 1802, huet den Pius VII. Sei Viergänger de Pius VI. A St. Peter begraben. Allerdings 3 Jahre recht nach dem seinem Tod, weil der Pius VI. War am Kader von der Französischen Revolution zu Valence am Frankreich gestorben und als recht 3 Jahre danach rapatriiert ging zu Rom, wo du von seinem Nachfolger Pius VII. Offiziell a St. Peter begraben ging ist. Das Evangelium ist aus dem Heilige Lukas 23. Kapitel ein Teil von der Passion, und zwar das Evangelium vom guten Schächer Kreuz. Ein von den Verbrechern, die mit ihm gekreuzigt waren, hat hier gelästert und gesagt: Bist du da nicht der Messias? Da rett dich selber und noch eins. Den anderen aber hat diesen Vorwurf gemacht und geantwortet: Nicht einmal lo fährst du den Herrgott, wo dich doch dasselbe Urteil getroffen hat. Und mit Recht, was dies angeht, weil das, was wir kriegen, entspricht dem, was wir gemacht haben. Den du aber hat nicht gemacht, was die nicht soll. Und ihr sagt: Jesus, denk mich, wenn du an dein Reich kommst. Du sagte Jesus zu ihm: Amen, ich sohn dir, haut nach, was du mit mir am Paradies. Et war schon in die 6. Stunde, du hast es am ganzen Land deichter gehen, bis die 9. Stunde, weil die Sonne sich verdeichtert tut. Der Rieder vom Tempel ist an der Mitte durchgerast, und Jesus hat heute gerufen: Pap, an den Händen lehn ich mein Geist. Nur diese Wörter Assien versteht. Evangelium von unser Herr Jesus Christus. Dich Christus lobe mir. Das Evangeliebuch gëtt lo gedrohen bei de Popst, den d'Assemblée do mat sehne werd. Anschließend hält ihn sing Homilie.
Padre, nelle tue mani consegno il mio Pap, an spirito. den Hän lehne ich mein Geist. Sono le ultime parole che il Sind die Signore letzten pronunciò Wörter, sulla die croce. Jesus Kreuz gesot Il suo hat. ultimo sospiro, potremmo dire, Sein letzter Seufzer kann ich capace sagen. di confermare ciò che caratterizzò tutta la sua Für vita. das zu bestätigen, was sein ganz Un Leben continuo ausgemacht hat. consegnarsi nelle mani del Padre suo. Alles an den vom Pap lehen. Mani di perdono e di compassione, di guarigione e di Leid, misericordia. Leiden, Mani di unzione e benedizione Sing che Hand lo fu Barmherzigkeit, sing spinsero a Hand fu Segen. consegnarsi anche nelle mani dei suoi fratelli. Il Signore, aperto alle storie che incontrava lungo il cammino, si lasciò cesellare dalla volontà di Dio, prendendo sulle Nu sich spalle ganz tutte le ergehen an der conseguenze e le Willen vom difficoltà Pap del Vangelo, und nur fino a die vedere le sue Konsequenzen, mani die schweren piegate Konsequenzen per vom amore. Evangelium auf sich geholt. Guarda le mie mani, disse a Tommaso. E Er lo hat zum dice a Thomas ognuno gesagt, di guck noi. meine Hände. Guarda le mie mani, Und ihr seht zu jedem von uns, guck meine Hände. che vanno incontro e non cessano di offrirsi. Weil affinché sie wollen dich an conosciamo Empfang l'amore che holen, Dio ha sie per wollen noi dir begegnen. e crediamo in esso. Padre, nelle tue mani Pap, consegno an den il mio Händen spirito lehne ich e mein Geist. l'invito e il programma di vita che ispira e vuole modellare come un vassaglio Dat war das il Programm cuore vom del Leben, pastore, fino a che palpitino in esso i vom medesimi Hirt. sentimenti di Cristo Gesù. Dedizione grata di servizio al Signore e al suo popolo, Dienst che nasce dall'aver Gott, accolto un dono Dienst totalmente gratuito. Volk. Tu mi Und das ganz appartieni, gratis. tu appartieni a loro, sussurra il Signore. Tu stai sotto la protezione delle mie mani. Du verseht doch Gott zum Hirt, du warst bei mir, Rimani nel cavo mein delle Schutz, mie der mani gilt e dammele dir. le tue. Gib mir den E Herrn. la condiscenza di Dio e la sua vicinanza capace di porsi nelle mani fragili dei suoi discepoli per nutrire il suo popolo e dire con lui: prendete e mangiate, prendete e bevete. Questo Das è il mio Hirt, den noch corpo, am Namen von Gott, corpo von che Christus si offre seht, per voi. holt das mein Leib, La holt das mein catarasi Blut, totale di Dio. wo Gott sich ganz schenkt. Dedizione orante che si plasma e si afferma silenziosamente tra i crocevia delle contraddizioni che il pastore deve affrontare. E Den l'invito Hirt, der muss viel fiducioso a Kontradiktionen pascere über sich ergehen lassen. come il maestro porta sulle spalle la stanchezza dell'intercessione e il logoramento dell'unzione per il suo popolo, specialmente là Und du musst den dove Lasten la drohen, volontà für sein deve Volk. lottare e i fratelli vedono minacciata la loro dignità. Er muss sich ansetzen für die Brüder und Schwestern, denen ihr Dignität a Gefahr la gerät. mitezza capace di capire, accogliere, sperare e scommettere al di là delle incomprensioni che ciò può suscitare. Muss über all Unverständnis heraus Verständnis Fecondità entgegenbringen. invisibili e inafferrabili che nasce dal sapere in quali mani è posta la fiducia. Wissen, dass a Gottes Hand sein Vertrauen gelöst hat. Capace di interpretare le azioni del pastore e adattare il suo cuore e le sue decisioni ai tempi di Dio. Das ist das Programm vom Hirt. Pascere vuol dire amare e amare vuol dire anche Chauffieren, das pronti heißt, a sie gern soffrire. haben. Aber auch für sie Amare leiden. significa dare alle pecore il vero bene, Ihnen il das richtig nutrimento Wohl della verità di offrieren. Dio, della parola di Dio, Ihnen il das Wort nutrimento Gottes della sua offrieren. presenza. Ihnen die Präsenz von Gott weiterschenken. E anche dedizione sostenuta dalla consolazione dello Spirito che se lo precede nella missione. Den Heiligen Geist wird hier begleiten und ihm vorausgehen, del Vangelo, für das er kann Schönheit und Wahrheit vom Evangelium kann verkündigen. rimangono in molti modi ai piedi della croce, in quella pace dolorosa. Amat ma Maria robusta, steht hier che vielfach non inner dem aggredisce Kreuz. né assoggetta. E nella speranza ostinata ma paziente che il Signore compirà la sua promessa, come aveva promesso ai nostri padri, Für das e der alla Herrgott sua sein Versprechen discendenza kann per wahr sempre. machen. Aber ja, es sind. Anche noi, saldamente legati alle ultime parole del Signore e alla testimonianza
Auch mir sie ganz verbunden mit den letzten Wörtern von Jesus. Wollen du als Kirche ihm nachfolgen, an unseren Bruder in ihm seinen Händen empfehlen, Ten von Barmherzigkeit. Hier soll mit Licht ihm entgegengehen. San Gregorio Magno, al termine della regola pastorale, Gregor der Großen invitava e esortava un amico a offrirgli questa compagnia spirituale. E dice così: so gesagt, Matzen an der Stirn von meinem Leben, du schenkst du mir Vertrauen, dass ich viel gehen kann. Aber wenn ich niedergedreht von meiner Schuld, dann hilfst du mich ab. Das weißt du Hirt, dass sie nicht alles allein drohen kann. Dafür vertraut ihn auf Gebet, auch auf Gebet vom Volk, das ihm vertraut ist. Und Volk begleitet Liebe von seinem Hirt. Dafür sind wir dankbar, auch hier an Haut, an Lob. Für ihn zu weisen, dass Leben sich nicht verliert. Und wir erinnern uns an seine Delikatesse, seine Weisheit, mit der er abgetragen ist. Und wir sollen zusammen, Pap, an den Händen, gib mir sein Geist. Benedikt, Treien, Dinger vom Bräutigam. Du sollst nur ewig seine Stimme hören. Das war also die Predigt vom Papst Franziskus, ganz einfach gehalten, eine Meditation praktisch über die Bedeutung vom guten Hirt, den sich inspiriert durch Christus und der für sein Volk da ist, eine Paraphrase praktisch ob Leben vom Benedikt XVI., von dem nicht viel Biografisches gesagt wird, wie werden einfach eine spirituelle Kader hergestellt wird, wie hin zu skizzieren, auf die Rolle vom Hirt, auch allgemein vom Hirt, von den Bischöfen, den Geistlichen und allen anderen durchzustellen. So wie es öfter möglich ist, am Papstgottesdienst, als nur eine längere Pause, eine Stillt, wo die Leute können das nur klinken lassen, was gerade gesagt ist. Oft zerriert mir ja Sachen an einer Welt, die voller Unruhe Medias, Stillt kann do mehr fruchtbar sein, durch viel das Stillt, ihre dann mit den Fürbitten weitergeht. Aber wir kommen nur bei den Fürbitten, Prière universelle, die angelegt gehen, selbstverständlich durch den amtierenden Papst Franziskus. Beten wir Gott als Pap, den seiner großer Barmherzigkeit
eis Rëm geboren huet, fir eng liewig Hoffnung durch d'Oberstehung vum Jesus aus dem Tod. Für den emeritierten Papst Benedikt, der im Herrn entschlafen ist, möge der ewige Hirte ihn aufnehmen in sein Reich des Lichtes und des Friedens. Herr, heier eis, Herr, heier eis. Pour notre pape François et pour tous les pasteurs de l'Église, qu'ils annoncent audacieux, par les paroles et par les œuvres, la victoire du Christ sur le mal et sur la mort. Lo op Arabisch. Für die Responsabel vun den Nationen a vun den internationalen Organisationen, dat sie mat Weisheit a Weitsicht antreten fir Gerechtigkeit a Frieden. Op Portugiesisch. Für die Brüder und Schwestern, die an Armut oder andere Formen von Mangtem leben, lebt vor Gott soll eis opmachen für die Matlet an den Accueil von den Armen und Ausgestoßenen. Lo op Italienisch, fir eis sei alle Guten, déi mat de Sieg vum Liewen iwwer den Tod feieren, bewirkt durch den Herr Jesus. Dat soll eis Hoffnung sinn, an dems ma op sei Reich werden. An der Popst schlees lo auf, Gott eise Pap, du es liewe gär. Heier op Gebieter, die ma und dich richten, am Glaven und ein oberstandene Jung, fir den emeritéierte Popst Benedikt, fir d'Uleis vun der Kirch a vun der Menschheit. Lo seis Deelholen oder Gemeinschaft mat dir am himmlischen Jerusalem, wo et keng Trauer a keng Träne mei werte ginn, durch Christus eisen Herr. Amen. Domat as lo den echten Deel de Wurtgottesdienst aufgeschloss, an lo gidet riwer an zweiten Deel, den eucharistischen Deel, mat dem Offertoire der Goveberedung. Das jo bezeichnet, dass den Josef Ratzinger, der Benedikt XVI. Ein deutscher Papst war. Da waren sie auch am Anfang ganz stolz drauf, wir sind Papst, drauf getitelt an der Bild-Zeitung. Hier war den ersten Deutschen um den Stuhl vom Heiligen Petrus, unter dem Hadrian VI. 1522 bis 1523, ganz kurz, also hat den Namen regiert. Mir eigentlich hat den Hadrian aber gestammt aus Utrecht, aus Holland also, hat damals zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation gehört huet. Als froh werden Holländer oder werden Deutschen darüber kann ihn lo streiten, an dem historischen Kontext. Wenn ihn lo mir eng strikt Zählung hält, dann ist der Ratzinger die 4. deutschen Papst. Und zwar nom Gregor V., der kurz vor dem Jahr 1000 amtiert huet, dem Clemens II., den 1050
regiert huet, an noch dem Viktor II., den vun 1055 bis 1057 offiziell Popst vun der katholischer Kirch war, also an dem Sinn de 4. deitschen Popst. De Kardinal Redi präsentiert lo Brot a Wein. Brot a Wein steht noch fir eis Existenz. A wie Brot a Wein her no verwandelt ginn an de Leib an und Blut vor Christus, so soll auch eis Liewen verwandelt ginn, vergöttlicht und immer mi no bei Gott kommen. Kann ich noch vielleicht darauf hinweisen, dass viel Kondolenzmessage kommen sie natürlich zum Begräbnis vom Papst Benedikt XVI. Ich will just einen rausgreifen, und zwar der Message de Condoléance vom Grand-Duc Henri, den und der Papst François folgendes geschrieben hat: Très Saint-Père, la Grande-Duchesse et moi sommes très attristés par l'annonce du décès de sa sainteté le pape Benoît XVI. Intelligence et douceur sont les deux mots qui nous viennent spontanément à l'esprit, alors qu'il a poursuivi inlassablement sa mission de pasteur et d'enseignant, même après sa rénonciation au trône papal en 2013. Nous vous présentons nos plus sincères condoléances et à travers vous à toute la communauté chrétienne, unterschrieben Henri. Gowen an Autor sinn logat inzenséiert ginn, wer das Bedeutung vum Weihrauch eppes inzenséieren eppes mat Weihrauch em Ginn, dat teescht, es das Swer vum Profanen heraushullen an an Swer vum Göttlichen heranhullen, so et Gott durchbringen erweien. Geld also fir Gowen, Brot a Wein, an noch selbstverständlich fir Partizipant wie den Zëllebrands do fir as Hirnrolograt inzenséiert ginn, an noch d'Volleg fährtlo vum Diakon mat Weihrauch inzenséiert ginn. Orate fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche. Und ihr könnt gebiert iwwer Gowen vom Zellebrands. Herr, guck an Dinger Gutdeet ob Gowen von Dinger Kirch. Und durch das Affer hol dein Dinger Benedikt, den dein Volk als Hirt gelehrt wird, ob an den Himmel, bei die Erner hellig beschoffen, durch Christus eisen Herr. Amen. Per Dominum nostrum, Christum Dominum nostrum. Amen. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott, das ist würdig und recht. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er ist der eine, der den Tod auf sich nahm für uns alle, damit wir im Tode nicht untergehen. Er ist der eine, der für uns alle gestorben ist, damit wir bei dir in Ewigkeit leben. Durch ihn preisen dich deine Erlösten und singen mit Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Te laudamus in gaudio confitentes. Und du könntest Sanctus aus der Ursprung der Mass, Sanctus aus der Dode Mass, den er auch alle gute bestens bekannt ist. Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
De Sanctus ledlo iwwer bei d'Eucharistisch Teichgebiet mat der Wandlung vu Brot a Wein an de Leib an Blut vu Christus als Zentrum gewissermossen vun der Mass. Jo, du bist hellig, Herrgott, an alles, was du geschafft hast, verkenne ich dein Lof. Allem, was das, schenkst du Leben am meisten hellig, durch dein Sohn, eisen Herr Jesus Christus, und durch die Wirke vom Heiligen Geist. Immer feierst du Volk zusammen, das dir gehört, wie das dir überall von Osten bis nach Westen, dem Numen verdurchbringt, das dir gefällt. Du verbiete mir dich, Herr, guck ob des Goven, die mir bräucht tun, für dir sie zu weihen. Mach sie hellig durch dein Geist. Lose zum Leib und zum Blut gehen von deinem Sohn, unser Herr Jesus Christus, den es abgedrohen hat, das Geheimnis zu feiern. Weil an der Nacht, wo hier verrodet gauf, du hält den Brot aus den Händen, hier seht ein Dankgebiet, hier bricht Brot, regnet singe Frön, seht, holt an erst alle gut davon, Datei aus mein Leib, get hier gehen für ich. Nom Essen hält noch de Kirch, se drimmen Dankgebiet. Rich de Kirch singe Frin seht. Holt an dringt alle gut raus. Datei as de Kirch mat mingem Blut. Blut vom Neien am ewige Bund. Et fließt für ich an die viel Aner, für dat Sünden verziehe gehen. Macht es als mein Undenken. Geheimnis vom Glauben. Dein Tod, Herr, verkündige mir, dein Oberstuhl feiere mir, bis du kannst an Herrlichkeit. Herrgott, du wir feiern mir Dundenken von deinem Jung, mir verkündige sei Leiden, durch dat wir erlöst sind, wir kennen Herrlichkeit von seinem Oberstohlen auf von seiner Himmelfahrt. Wir werden drop, dat hier ne Rimm könnt Ende von der Welt. So bring mir das Lehrwächt an Hellicht auf durch, für dich zu loben und dir Merci zu sohlen. Guck voller Leif, ob Daffer von deiner Kirche, erkennt du an Daffer von dem Jung, dat es mit dir versehen tut, so wie dein Wille war. Wenn wir nur mit singem Leib, und mit singem Blut gestärkt, und mit singem Geist erfüllt gehen, da los es Leib an Geist gehen a Christus. Ihr soll euch selber zu einem Opfer machen, dat dir für immer gehört, wie dat wir Undeel kriegen und Dinger Ewschaft, mit allen, die du erwählt tust. Mit der Heiligen Jungfrau Maria, der Gottesmann, dem Heiligen Josef, mit den Aposteln und Märtyrer, am Jean-Baptiste, und mit allen Heiligen, durch denen hier die Geburt mir allzeit auf den Hölle zählen können. Wir bitten dich, Herr, das Opfer von unserer Versöhnung solle Segen gehen für den Frieden auf ihr Teil von der ganzen Welt. Behit den Kirch, die nach NRW ist, und mach sie stark am Glauben aneinander lebt.
zusammen mit unserem Papst Franziskus, mit allen Bischöfen und Geistlichen und am ganzen Volk, das deint ist. Guck auf die Familien, die du heute zusammengerufen hast, und steh hierbei an allem, was sie umherz hat. An dem Erbarmen, gute Pap, für all den Kanner, die nach verspricht sind, bei dir zusammen. Denk an unseren Bruder, den verstorbenen, emeritierten Papst Benedikt, den du aus dieser Welt bei dich gerufen hast. Hier ist am Sakrament an den Tod von Christus herangeholt gehen. Schenkt ihm auch Undeel aus seiner Oberstehung. Dann, für Christus die Todisch Oberstehen det, an eisen irdischen Leib singen verherrlichte Leib ähnlich mischt. Denk an all als verstorbe Brüder und Schwestern, an nun all, die an dinger Gnot aus dieser Welt fortgegangen sind. An dinger Gutheit hol sie ob an dein Reich. Du hoffen wir, als Martinen für immer und dinger Herrlichkeit zu freien. Weil dann regenst du all Tränen an Eisen ein. Da gesehen wir dich, eise Gott, weißt du was, ob ewig sind wir dir ähnlich. Am ohne N sangen wir dein Lob. Durch eisen Herr Jesus Christus, durch den du der Welt all Gutes schenkst. Durch ihn am Mattim an Anhim. Dir, allmächtige Pap, an der Einheit vom Heiligen Geist, all Herrlichkeit an Eier, lo an immer, an ewig. Amen. Per omnia saecula saeculorum. Los mal dort zusammen so beten, wie Jesus Christus selber uns gelehrt hat. Der Pater Noster, Vater unser, wird lo gebiert und gesungen, die brauche ich nicht zu übersetzen. Libera nos, quesumus Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus An dinger Gutheit hilf uns, dass wir frei bleiben von all Sünd, an den festen Halt fannen an den Gefahren vom Leben. So werden wir voll Hoffnung auf das ewige Glück, was Christus der Leser errimmt an Herrlichkeit. Weil dein das Reich an Macht und Herrlichkeit für immer an ewig. Herr Jesus Christus, du hast zu den Aposteln gesagt, der Frieden los nicht ich, mein Frieden geh nicht ich. Du verbiete mir dich, guck nicht ob bei Sünden, aber auf den Glaub von deiner Kirche. A Gefühl, wie dein Will als Einheit auf Frieden. Dem Herrgott sei Frieden, sief ma dich all, an noch mat ich. Gib dich ein Zeichen vom Frieden.
Und da könnt den Agnus Dei nees aus der Dodemas den Urchzinkten, Agnus Dei, die gesungen wird, dem wir auch all gute bestens kennen. Priester verdeelen sich dort, die werden überall auf der Petersplatz Kommunion ausdehlen. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Selig, die zum Tisch des Herrn geladen sind. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Das ist der Moment von der Kommunion, wo die Capella Sistina sangen wird, auch den Gesang kennen wir von Heim aus, Lux Eterna Luciat Ei Domine. Aber während der Kommunion kann ich auch vielleicht ein paar Details so und zum Benedikt anzusingen wirken. Den Papst Benedikt XVI hat am ganzen 3 Enzykliken verfasst. Die erste war die, über lebt Deus Caritas est. Das ist eine theologische Grundsatzreflexion über die Verbindung zwischen der Lebt von Gott und der Lebt von den Menschen. Der menschliche Lebt. Und noch Rekommendationen, wie die praktische Umsetzung vom Gebot von der nächsten Lebt kann funktionieren. Die zweite über die Hoffnung Spe Salvi. Christliche Hoffnung, über die letzten Sachen, die letzten Dinge, wie das nach genannt wird, über Himmel, Hell, Fegfeier. Aber wo den Benedikt auch unterstreicht, dass rein weltliche Zukunftsverheißungen, aber Land Fortschrittsglebigkeit nicht durchgehen, für das Leben zu bewältigen, auf für dem Leben in Perspektive zu gehen. Die dritte Enzyklika, Caritas in Veritate, Sozialenzyklika vom Benedikt XVI., wo ein Hinweis auf Missstände an den Wirtschafts- und an den Währungssystemen, an die Hauptthese dabei ist, dass eine gerechte Wirtschaftsordnung nicht als ganzheitliche Entwicklung erlebt erwohricht kann funktionieren. Enzyklike sind bekannterweise großpäpstlich Rundschreiben, die und ganz Kirche oder sogar und ganz Menschheit gerichtet sind, aber wo fundamental glaubensfrohen oder ethisch- oder sozialfrohen thematisiert gehen, an noch Lesungen entgegengefordert gehen. Muss ich sagen, den Benedikt hat ihre pensioniert gouf nach eng feiert Enzyklika schon quasi ganz präpariert, und zwar iwwer de Glaven. Se doch sollen heeschen Lumen Fidei. Wie du bist pensioniert, war konnte natürlich nicht mehr rumkommen, nicht mehr publiziert gehen. Aber der Papst Franziskus hat die Enzyklika abgegriffen, sich zu Ege gemacht und dann in der Zingem aber auch in der Bekanntgabe von den Quellen publiziert, wobei hier nach Schuss ein paar Details dabei gesagt wird, sodass als die Enzyklika Lumen Fidei eng von der raren Ausnahmen, das war nicht sogar die einzige, die von 2 Päpsten praktisch verfasst gehen ist. Eine Enzyklike à 2 mains, mit 2 Federn gewissermaßen geschrieben. Weil der Papst Benedikt hat die hier wohl so eine Trilogie rausgehen, über die 3 göttlich-theologisch Tourenden über Glauben, Hoffnung erlebt. Fides, Spes an Caritas. Spes an Caritas hatte schon bewältigt, Fides, die hast du späterhin noch kommt, zusammen mit dem Papst Franziskus. Den verstorbene Papst war für allem ein Mann vom Wort, dem gesprochenen Wort und noch dem geschriebenen Wort. Er hat viel tiefsinnig und bewegend Meditationen und Predigten gehalten.
Dacks gëtt gesot, die scheinste Predigt, die de Benedikt XVI. Gehalen huet, war déi zu Regensburg am Joar 2006, wo en anderem folgend Sätz gesot huet, an déi sinn an Geschicht ergangen, die ginn auch immer nees zitéiert: Wer glaubt, ist nie allein. Also go als Lied später in herauskommt: Wer glaubt, ist nie allein. Oder auch: Der Glaube ist einfach. Das Glaubensbekenntnis ist nicht eine Summe von Sätzen. Glauben ist nicht eng Theorie. Gott könnt du obeist so, geh mir auch Gott entgeht. Oder auch noch nach: Wir glauben, dass das ewige Wort, die Vernunft am Anfang steht und nicht die Unvernunft. Könnt du etwas wie eng Vernunft, eng Rationalität an der Welt, an die könnt vor Gott auch Gott als vernünftig. Oder ein anderer Satz: Gott lässt uns nicht im Dunkeln tappen. Gott das lebt, und du willst sich als Mensch gewiesen, den du beist zukommen hast. Muss ich auch sagen, dass gerade Glauben auf Vernunft ein von den Lieblingsthemen war, die der Benedikt immer nicht durchdekliniert hat. Als Professor, seinerzeit als Kardinal und noch als Papst. Gott ist nicht etwas Unvernünftiges, Kinder sehen für ihn als Geheimnis muss staunen, und das ist nicht irrational. Gott ist bei dem Mensch kommen, und dafür kann ihr von Mensch erkannt gehen, weil ihr selber Mensch gehen ist und sich geoffenbart hat. Dafür muss das Verhältnis von Glauben nach Vernunft immer nicht neu bedurcht gehen und neu belieft gehen. Und daher fordert auch den Benedikt XVI. Immer nicht einen ständigen Dialog an eine Zusammenarbeit zwischen der Welt von der Wissenschaft und der Welt vom Glauben. Wie das am Zusammenspiel von denen zwei Entitäten, die großfroh von der Menschheit können umgehen gehen und auch je nachdem enger Lesung können entgegengefordert gehen. Ich habe dann gesagt, dass viele Politiker sich ausgedrückt haben, für den Papst Benedikt zu erleben, als Wirken zu würdigen. Es kommen noch ganz viele appreciierende Stellungnahmen von anderen Kirchen und Religionen. Zum Beispiel wurde vorgehoben, dass der Benedikt XVI. Sich immer für die Bedeutung von der christlichen Wurzel von Europa ausgesprochen hat. Dass hier ein wesentlich Beitrag geliefert wird, die auch weit über die katholische Kirche rausgehen. Dass in der Frage von der Ökumene vieles angestrebt wird, geht das da mal kritisch stehen sind, dass sie nicht genug gemacht hat. Den anglikanischen Erzbischof von Canterbury, Justin Welby, hat gesagt, der Benedikt als von den größten Theologen von seiner Zeit gewirrscht. Oder auch der Patriarch Kirill I. von Moskau hat in der Strach, dass den Benedikt XVI. Josef Ratzinger ein Verfechter von traditionellen Werten war, bei der er lebt zum östlichen, zum orientalischen Christentum. Und das ist auch bezeichnend, dass unter dem Benedikt XVI. Richtig diplomatische Beziehungen abgeholt wurden zwischen Russland und dem Vatikan, was bis dahin noch nicht der Fall war. Benedikt hat ein speziell lebt für die orthodox Christen und für das östliche Christentum. Mir auch jüdische Vertreter haben sich zum Tod von Benedikt manifestiert und haben seinen Beitrag zum christlich-jüdischen Dialog gewürdigt. Sie erinnern besonders an seinen Besuch an der Synagoge zu Köln am Jahr 2005 im Kader von der Begegnung mit der Jugendlichen Weltjugendtag. Und sie unterstreichen, dass der Benedikt sich immer angesagt hat für die Freundschaft mit dem jüdischen Volk. Erinnern noch an seinen Besuch am KZ Auschwitz, wo ja am Zweiten Weltkrieg unzählige Juden vergast gewesen und umgekommen sind. Dem Benedikt war besonders froh,
die Uwelucht déi wat fr eng relies Bedeutung Jude noch haut nach fir Katholiken nach fir Kirch kënnten hunn, und dat an der Lin vun der Öffnung, die durch der Zweet Vatikanischen Konzil kom wär. Natürlich goufen doch Kritikpunkten, wo hier an Judentum sich net immer so eins wären, besonders gut hier Kritik fir eng Fürbiet Karfreitag fir die traditionalistisch Liturgie neu formuléiert huet, fir den tridentinische Ritus an die net so am Sinn vun der Offenheit vum Vatikanum II war. Der Benedikt XVI. Als emeritéierte Popst gestorven ist, war net mehr am Amt. War am Februar 2013 zurückgetrat, ganz unerwartet, wenn's mangelnde Kräften, wie gesagt, dat eigentlich aus Gesundheits- und aus Alters gerinnen. Sind der 700 Jahre war dat net mehr der Fall gewesen, dass der Popst aufgedankt hat. Das war die letzte Kehr der Fall am Jahr 1294, wo den Celestin V. E puer Meint schon no senger Welt zum Popst aufgedankt huet, an sich als Einsiedler zurückgezogen huet an e Kloster. Wat huet de Benedikt gemat an den 10 Joer vu Pensionioun, nun et war ziemlich rouig hierëm, hier war zurückgezogen an eng klenge Kloster an de Vatikanische Gerd, Kloster huet geheescht, mat der Ecclesiae, ze summen mat segem Sekretär, an mat de puer Schwestern, die ihm auch schon als Popst gedingt hatten, nur sich selber bezeichnet als ein einfacher Pilger Weg für bei Gott. Er hat wohl nach pur öffentlich Auftritte aber nicht mehr viel, besonders wäret bei der Mass zur Heiligsprechung von Jean-Paul II. Auf von Jean 23, wo ihn auch dabei war, an Summe man Papst François konzelebriert huet. Für den Rest huet hier viel gelesen, viel gebiert, klassische Musik gelauscht, das war ja immer Liebhaber von klassischer Musik gewirrscht und auch selber Piano gespielt. Wie das do 2 Päpst praktisch an direkter Nachbarschaft man nie gelieft und da das schon neu an der Geschichte gewirrscht. Muss ich aber so, dass zwischen den 2 Päpst dem Amtierenden und dem Emeritierten ganz herzlich Verhältnis bestanden huet. Der Franziskus so denkt hier den Benedikt, wir komme il nonno a casa, so wie den gute Weisen, gute Bobi daheim am Haus. Der Franziskus hat den Benedikt da purmal besicht, besonders die grosse Dage op seinem Geburtstag oder die grosse Feierdage. Oder auch Alke, wann ein neuer Kardinal ernannt wird, aber wenn die dann hier Kardinal Sutkrit nach St. Peter, dann als den Franziskus Donomat den neue Kardinal bei der Benedikt gefuhr, wie hinnen sie präsentieren. Und muss ich noch sagen, dass der Benedikt von Anfang an eine absolute Loyalität vis-à-vis vom Franziskus gewiesen hat, geht, dass die 2 Pontifikate doch auch gewissermaßen verschieden sind, als jeder seinen Schwerpunkt hat und nicht immer dieselbe Orientierung gewesen und den einen an den anderen. Lones nur der Kommunion, so wie öfter bei Popstmassen eng stellt, für das Leid können meditieren und du nur werdet dann am Schlussgebet weitergehen. Während seiner Pension hat den Benedikt wohl auch nach purmal ein Interview gehen, a bestimmten Texter publiziert. Besonders bekannt war zum Beispiel 2016 den Interviewband Letzte Gespräche mit dem Journalist Peter Seewald. Natürlich die delikate Affäre von den Missbrauchsskandalen hat doch den emeritierten Papst erreicht. Der Benedikt selber hat für die Krise verantwortlich gemacht, da der 60er Bewegung an den Niedergang von der katholischen Moral, auch von der Moraltheologie, zumindest als Kontext an den 60er und an den 70er Jahren. Et gouf vielmehr nur auch 4 geworfen, dass noch nicht so lange hier, das war letztes Jahr, wir als Erzbischof von München nach Freising nicht gegen den Täter am Priesterstand 4 gegangen. Das war eine konkrete Kritik aus einem Rapport von der Diözese München nach Freising. Der Benedikt hat an einer persönlichen Antwort die Betroffenen vom Missbrauch an der katholischen Kirche in Verzeihung gebeten, hat aber Vertuschungsvorwürfe gegen sich selber zurückgewiesen.
Aus enger Pension huet hi noch vielfach ehemalig Schüler am Kloster Mater Ecclesiae, besonders der Bruder Georg, empfangen. Schlussgebiet vun der Maslos ma Bierden, gestärkt mat de Geschenke vun Dinger Leif, Gott bierde man dich, dass dein Dinger Benedikt den op der Erd, den Geheimnisser drei gefeiert huet, den Barmherzigkeit an der ewiger Fried mat allen helge Luwe kann, durch Christus eisen Herr. Amen. Fratres, sorolesque carissimi, qui sacrosanta mysteria recolentes. Lo komme dabei die Verabschiedung d'Absud. Leif Brüder Schwestern, an dems ma die hellig Mysterien gefeiert tun, ma Herz a Verstand opgemerkt für die seelische Hoffnung. Mat dem selwichte Vertrauen gimmer de Liewig, die lächte Groß a Vertraue ma dir, den barmherzige Pap den emeritierte Popst Benedikt. Gott, Pap, jung an Heilige Geist, soll ihr freimachen vom Tod, für das ihr in Oberstor kann ob Singster Dach, an dich löwe kann am himmlischen Jerusalem. Tellich Maria, Königin von den Aposteln, am Heil vom römischen Volk, Salus Populi Romani, soll für ihn antreten, wie das hier gesiegt, wo Christus gesiegt kann, am Kirch als Pilgerin auf der Erde, der Rückkomme vor Christus erwähnt. An lo eng Reverenzerweise vis-à-vis vom Leichnam vom Verstorbenen, de Franziskus wird hin Lummer Weihwasser sehnen als Zeichen von der Erinnerung und darf. Und du noch inzensieren mit Weihrauch. An huet die Charge delegiert und sein Kardinal Dekan, den Kardinal Reh. Ganz sprechend a ganz einfach Symboler, die mat dem Sach verbonnen sind, einfach das Evangeliebuch verdropp leiht als Zeichen von der Verkündigung, der den Benedikt XVI. Sich natürlich verschrieben hat, und dann lief Durchstarkherz als Zeichen vor Christus den Oberstanden, als den Liebe weiterschenkt und die anderen Menschen, besonders das ewig leben. Aber kommen lo bei die Lechtgebirder, die den amierende Papst Franziskus wird sprechen. Gute Papa am Himmel, denger Barmherzigkeit empfehlen wir den emeritierte Papst Benedikt, den du zum Nachfolger von Petrus an Hirt von der Kirche, zum unermittlichen Verkündiger von Dingen Wort, an treue Verwalter von Dingen Geheimnisse gemacht hast.
Wir bitten dich, hol ihn op an den Himmel, los ihn dat ewig Glück mit all Dingen erwählten genießen. Wir sollen dir merci für all Gutes, das du ihm geschenkt hast, für das Wohl von dem Volk. Stärk Geist am Glauben an der Hoffnung. Dir Pap, Quell vom Leben, am Heilige Geist und durch Christus Sieger über den Tod, all Herrlichkeit an Eher bis an all Ewigkeit. Amen. Schau, das schön Lied gesungen in Paradies, die du kannte, Angeli, war doch bei Eis, bei Begräbnissen gesungen wird. Zum Paradiese mögen Engel dich geleiten, die heiligen Märtyrer dich begrüßen und dich führen in die heilige Stadt Jerusalem. Die Chöre der Engel mögen dich empfangen, und durch Christus, der für dich gestorben, soll ewiges Leben dich erfreuen. Das war gewissermaßen das letzte Lied, das gesungen gehen ist. Und du könnt feiern dann noch los zum Aufschluss. Das Sache wird präpariert, wie das ein zurückgedrohen kann an Peterskirche, an den Petersdom, wird dann an aller Stille begraben gehen, und zwar auf der Platz, wo seinerzeit schon Luch an der Grotte von St. Peter an der Krypta de Jean 23 an Duno den Jean-Paul II. Beit sie herausgeholt gin, wie se selig respektiv hellig gesprochen sind, als sie neu begraben gin an der Peterskirche in engem Altar, wo sie auch können verehrt gin. Also op die Platz, wo sie zwei Luchen een um anderen, könnt lo op egene Wunsch hin de Benedikt XVI. Leihen. Während den Ragedroh wird nach dem Magnificat gesungen. Meine Seele preist die Größe des Herrn, Lob gebiert von der Mutter Gottes. Kann ich gewissermaßen so, dass der Papst Benedikt sein allerletztes Reis untritt. Hin hört aus seinem Amt als Papst übrigens viel Reisen in der Holl, grad wie sein Viergänger, den Jean-Paul II., hin huet 24 apostolisch Reisen außerhalb von Italien viergeholl an alle 5 Kontinenter. An Deutschland, besonders an Bayern, Polen, Spanien, Türkei, Brasilien, Österreich, USA, Australien, Frankreich, Kamerun, Angola, Jordanien, Israel, Tschechien, Malta, Portugal, Zypern, England, Kroatien, Benin, Mexiko, Kuba, Libanon. Und noch viel Reisen, nämlich 31 inneritalienisch Pastoralvisiten, einschließlich San Marino. Ich zitiere just hauptsächlich Stiert, wohin Hiva, Bari, Verona, Pavia, Assisi, Loreto, Neapel, Genova, Cagliari, Sardinien, Viterbo, Brescia, Torino, Palermo, Sizilien, Venedig, Mailand und Sufirun.
Präzision bewegt sich lo an ran an Peterskirch. De Sarch wird no kommen. Kann ich vielleicht noch zum Schluss hinweisen, ob das geistliche Testament, was den Benedikt verfasst hat, schon am August 2006, ich kann vielleicht ein paar Zitate daraus erbringen, wo man den sehr spirituellen Heritage will unterstreichen. Mein geistliches Testament, wo hier ein Merci seht, Gott selber, den ihn immer begleitet aus seinem Leben, besonders auch an den deichteren Stunden, wo ihn hier gut gefeuert wird. Hier seht Merci seinen Eltern, weil sein Pap ihm ganz hellsichtige Glaube geschenkt hat, seine Mama eng immens gut Mam war, seine Schwester ihm auch ja nur als Papst gedingt hat, sein Bruder ihm den Weg gewiesen hat an das Leben. Hier seht auch Merci für sein Heimicht Bayern, ich war ein bayerischer Patriot bis zum Schluss. Und er schreibt, ich bete darum, dass unser Land ein Land des Glaubens bleibt. Seht auch Merci für die Stadt Rom, auch für Italien, das ihm gewissermaßen als Zweitheimicht gegolten hat. Alle, denen ich irgendwie Unrecht getan habe, so schreibt ihn, bitte ich von Herzen um Verzeihung. Und ihr rieft aus, steht fest am Glauben. Und ihr seht, ich schon selber Mutter lieft, wie scheinbar Gewissheiten gegen den Glauben durch geschmolzen sind. Und er nur als bloß Hypothese nach sich erwiesen haben. Sie wird den Liberalismus, sie wird den Existenzialismus, sie wird den Marxismus und kann ich noch dabei so noch den Relativismus. An Alkeier seht den Benedikt als die Vernunft vom Glauben neu auf vier getrat, no der Dekadenz von denen Bewegungen. Schließlich sei letzter Satz aus seinem Testament: Endlich bitte ich demütig, betet für mich, damit der Herr mich trotz all meiner Sünden und Unzulänglichkeiten in die ewigen Wohnungen einlässt. Allen, die mir anvertraut sind, gilt Tag um Tag mein von Herzen kommendes Gebet. Das sind noch ganz beeindruckende Bilder, wie den verstorbenen Papst lasst den amtierenden Papst gedroht wird, den ihm seine letzte Reverenz erweist. Und dann denke sehnt. Ganz immovant Bild. Wie der Papst aufgedankt hat 2013, für uns 10 Jahre hat den Pierre Dillenburg geschrieben, am Jeudi ganz schön, Vale Benedikte, Eddie Benedikt. Das so mir auch lo, Vale Benedikte, Eddie Benedikt. Hier soll ruhen am Frieden.
Und ich will einige hinweisen auf die Mass, die zu Lützeburg am Gedenken und der verstorbene Papst Benedikt gehalten wird gehen, Sonntags den 15. Januar um 10:30 morgens an der Kathedrale, präsidiert von unserem Kardinal Jean-Claude Hollerich. Mit diesen Bildern will mir uns auch verabschieden. Danke Benedikt, stung do, den will mir uns ausschließen. Santo Subito, stung auch auf einem Schild geschrieben, dass wie beim Jean-Paul II., wo Leute frohen, dass es soll selig oder herrlich gesprochen gehen. Das wird Zukunft erweisen, auf welche Richtung das es geht. Die Pfändeln, noch die Deutsch Pfändeln, die wehen, Bischöfen, die ranziehen an Peterskirch, der Rido aus Einstellung zugegangen. Also lo wird dann an aller Stelle Begräbnis sein vom Benedikt an der Krypta. Krypta ist den Teil, den zwischen der ersten und der zweiten Peterskirche als gewissermaßen ein Entre-deux. Die erste Kirche, die vom Konstantin am 4. Jahrhundert errichtet war, die aufgehabt ist an der Renaissancezeit und durch die zweite Kirche, Renaissance, aber Barockkirche, ersatz ist zwischen den zwei Kirchen, weil so ein Entre-deux, das die heutige Krypta oder die Grotten von St. Peter, wie sie nach genannt gehen, und da gehen die Päpste alle Guten begraben, auch dann, wie gesagt, den Benedikt des 16., am früheren Graf vom Johannes dem 23. und vom Jean-Paul II. Und damit sage ich merci für das Interesse, was gewesen hat. Und wir verabschieden uns dann noch hier aus dem Studio von Bachtring, von Doc. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Huh?